Guten Tag, ihr Leid. Sorry, aber die Musik ist gerade so schmissig hier. Also, wir machen hier gerade, wie nennt man das? Richtfest? Ne, Bergfest oder wie das heißt? Irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung. Der Recht vom Fest. Ne? Wir haben ja, gestern war das große Rennen. Alles super. Wir haben mehr oder weniger die Hauptdinger erledigt hier. Und jetzt kommt halt so das Kleine noch ein bisschen machen. Und zwar muss ich zuallererst Motor lieber. Was ist denn das da über? Ah, noch ein goldenes Ding. Cool. Wir sollen die Planete da alle hier gehen. Jetzt muss ich wahrscheinlich da erst einmal da lieber flupschen. Oh shit. Und dann noch auf so einem Hupsding. Ich mag so Hupsdinger nicht, ne? Ich mag sie einfach. Das sieht verdammt knapp aus. Aber es reicht ja. Guck mal, aber dicke. So, guck mal her. Zack, damit habe ich jetzt da 900. Das heißt, ich könnte mir jetzt noch so die Blubberblos da holen. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich von hier jetzt auf diese Saturnringe da muss. Also hat der da ohne eine Schnur dran. Also auf den Ringe da. Ich probier's mal einfach. So. Bin ich schon richtig? Ja. Okay. Das so kann ich doch irgendwie. Ne. Ach so, ich kann die abbomben. Oh, den habe ich vergessen. Ich kann die abwerfen. Ah. Okay, dann muss ich das natürlich noch machen hier. Jetzt habe ich den Even natürlich vergessen. Der allererste. Ja, den kriegen wir schon noch hin. Ist so gar kein Problem. Was ist das da? Gibt es so neue Munition? Jawohl, gibt es neue Munition. Guck mal, da eben stehen mal ganz andere. Ja, da kann ich jetzt noch mal nehmen, oder? Wenn das geht. Probier's einfach, komm. Da kann ich schon noch. Da steht noch mein Stängel. So. Alles klar. Da muss ich doch im Fliehe quasi die Dinger da abwerfen. Boah, das ist so schlimm. Ah, Timing ist alles, hä? So, Sina. Haben wir doch hingekriegt. So, sind wir auf einem guten Weg. Ich finde schön, wie sie da alle warten. Oh, neuer Planet. Warte mal her. So, und jetzt da lieber. Da links an dem, da waren wir ja schon. Da müssen wir einfach nur da landen. So, und von da lieber fliehen wahrscheinlich. Warte mal her. Okay. Dann muss das wohl so reichen. Ich hasse das. Ich hasse das so zu landen. Ja, wenigstens musst du halt nicht einen Knopf drücken, sondern du hupfst halt automatisch, ne? So, und jetzt darf ich hier... wenn du nicht vergessen. Schön rhythmisch. Zack. Weggebombt. So. So, da haben wir noch ein paar Bomben. Ja, wir haben schon genug eigentlich. Komm ich schon... Komme ich jetzt an Vito dran? Da komme ich doch von der Ivo. Ja, aber der da... Nein, das kriege ich doch gar nicht. Ich kann doch nicht im Fliehen. Doch kann ich. Oh, shit. Oh, shit. Das ist nicht gut. Boah, das ist so, da braucht man ja Skill davor, ihr Leid. Ich bin doch hier. Sowas habe ich doch gar nicht. Sowas besitze ich doch nicht. Skill. Habe ich extra gemacht, damit ich jetzt so nehme, ne? So. Natürlich. Also eigentlich wusste ich nur nicht, welche Tasche ich stricken muss. Also ja, ich kann ja die grünen Dinge nur... Naja. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Was dann lieber, oder?
Pass auf. Hanna gedenkt, hä? So. Scheiße, ich bin bis er kaputt geht, los ist. Ach, komm mal her. Eine Seife, Motor, lieber. Machst du denn so Geräusche, Kollege? Ach ja, stimmt, da war ich schon auch noch nicht. So, ja, ihr Leid, machen okay, stimmt doch, hell. Alles im grünen Bereich. Wir gehen doch schon noch lieber. Also wir gehen noch unser Preis abholen, ganz klar, ne? Aber wenn wir schon mal da sind, dann will ich das natürlich auch ausnutzen hier. So. Wir suchen nämlich auch immer noch so Holztier. Da oben was? Nein. Uff. Okay. Okay, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber danke. Bücherei aus Hilfe, okay. So was bist denn du eigentlich für einer? Ach, der Merlin. Du hast viele Hindernisse überwunden, mein junger Held. Viele davon waren nicht vorgesehen. Ich muss mal ein Wörtchen mit demjenigen sprechen, der hier die Attraktionen konzipiert. Der Pokal gehört dir. Ich stelle für die nächste Abenteurer einen neuen hin. Danke, der Pokal ist schon... Der ist schon weg, ne? Sollst du nur erwähnt haben, der ist schon lang weg. So, wie komme ich jetzt wieder da nuff? Keine Ahnung. So, also wir brauchen noch ein so Holztierchen. Und Blubberblos können wir uns abholen. Mal schon mal da sind. So. Gibt's die Blubberblos da drüber, gell? Ah, guck mal, da auf dem Dach war ich auch noch nicht. So. Guten Tag, der Herr. Ich hätte gerne Blubberblos. Oh, diese Pollen. Du riechst das? Sie riechen wie reine Energie. Moment mal. Wow, ich konnte 10 Fässer auf einmal tragen. Schneller laufen als alle Sprinter. Wow. Könnten diese Pollen für den Wahnsinn hier verantwortlich sein? Oder andersrum? Interessiert sich, untersuche das in meiner Bar. So, Schwebeblase. Und jetzt habe ich alle 9. Oder wie viel das sind. Was, hast du echt nichts Besseres zu tun? In Zelleron gibt es noch Pollen, die könntest du vermutlich noch sammeln. Ja. Danke wäre vielleicht nicht schlecht. Puh. So, also so geht Schnur hoch, wo noch Gold drauf ist. Die nutzen wir jetzt mal. Ach ja, Brief muss ich auch noch abgeben. Wo gibt's denn den Briefkasten schon wieder? Ah. Sieht ihn gerade nicht. Wenn man ihn nicht sieht, ist er nicht doof. Ja, so. Da oben sollte auch noch irgendwo eine Schnur entlang gehen. Das probieren wir mal aus, ne? Ah ja klar, da eben. Da müssen wir noch hin. Das müssen wir noch machen. So, da an die Schnur gleich dran. Spart uns Arbeit. Und da bin ich vorhin schon 3-mal hochgehupst. Und hab's nicht mitgekriegt. Dass da noch so Dingens ist. Laber nicht. Okay, guter Bra. Hast du gut gemacht. So, jetzt müssen wir da rüber. Mo wieder. Hast du das? Hast du genug Blase? Aber hallo, guck mal hier, ich bin ja Blaseweltmeister bin ich, so. Hab, glaube ich, alle kaputt gekriegt, oder? So. Erstatte Bericht, sobald die Zerstörung der Asteroiden bestätigt wurde. Wie jetzt? Den der Ibe muss ich ja noch platt machen. Kacke, ey. So, machen wir mal die Abkürzung, oder? Wenn das geht. Na, Quatsch, das langt. Ah, hier, super. Morgana hat gesagt, dass das da einer ist, aber ich gar nicht dran gedrängt, ne? So. Aber jetzt müssten sie alle Platz sind, oder? Ja. Zerstörung wurde bestätigt, Captain. Das Flottenkommando hat mir aufgetragen, dir diese Vergütung zu übergeben. Lebe lange und in Frieden.
Danke. Du Nachtel. So, jetzt muss ich da wieder rüber, ne? So, ah ja, da unten war ich noch nicht drin. Aha, sehr gut. Gehen wir da jetzt klein hin. Also ich habe so das Gefühl, das wird halt nicht die letzte Folge wäre. Weil wir nämlich noch so viel Zeit zu erledigen haben. Ja, das weiß ich doch. Ja, die hat den Ring. Ja, bla bla. Guck mal, ich hab doch den Ring dabei. Achso, ich muss den nicht hinschmeißen. Ja, das ist natürlich eine gute Idee, ne? Zack. Das hätte ich ja mit verbundenen Flügeln besser gekonnt. Hey, Hohen Solo, was so geht ab? Hier, dein Anteil. Ah ja, oh, guck mal, das ist Griechbandkuchen. Oder was? Sein Zuhause. Mhm. Ends von 3 erst. Oh, shit. Das ist, wenn ich so. Ich wollte noch Onuna gehen. Ends von 3. Das ist deutlich zu wenig. Ha? Hallo? Komm ich noch nicht auf? Halt so, ne? Mhm. Die Geräusche hier. Oh. Da ist noch der letzte Brief. Dann habe ich wenigstens die Briefe alle ausgetragen. Wenn ich sie irgendwann mal zurückkriege. So. Das sind nur Geräusche. Okay, dann ist mein Plan jetzt. Flipsch. Den Briefträger suche. Briefträger? Quatsch. Der Briefkaste. Oh, guck mal, da ist jetzt noch ein Goldding. Der Briefkaste suche natürlich. Und ich muss noch so, so Drache finden. So Holzdrache irgendwo. Aber da habe ich halt auch keine Ahnung, wo der sein könnte. Und ich habe ja irgendwie schon... Ne, wenn ich ja überall gescheit geguckt hätte, dann müsste ich mir auch nicht suchen. Da will ich es klar, aber trotzdem. So, Briefkaste suche. Was ist denn da oben eigentlich? Und warum habe ich das noch nicht? So, wo war der Briefkasten? Wo war ist, glaube ich, die Koseform von Waldemar oder so, glaube ich, auf Russisch oder Wladimir oder so die Richtung irgendwie. Keine Ahnung. So. Ja, also, ne, Briefe wären mir ja eigentlich egal gewesen. Grundsätzlich. Hey, wie ist der Briefkasten? Aber das Figürchen da, das müssen wir noch unbedingt finden. Das ist wichtig, so. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber komm, nehmen wir mit. Zack. Zack, da schnallst du mit der Zunge. Wo könnte das Holzfigürchen sein? Okay, pass auf, wacht. Wir haben jetzt sogar noch die Kanonenkugel, sehe ich überhaupt gerade, ne? Überhaupt gerade. Könnte man jetzt so einfach Ammo benutzen. Ich weiß nicht genau wo. Und deswegen hupse ich jetzt so aufs Heisel, also oben auf den Drache drauf und guck einfach von da oben. Da habe ich einen besseren Überblick. So. Schießgedödel. War das da Ive? Nee. Ah, da Ive. Ach, guck mal, da oben. Oben ist noch irgendwas. Komm ich denn da noch? Wahrscheinlich von da irgendwo. Egal, ich hab's jetzt erst mal so drüber. Zack. Oh, dann komme ich jetzt ganz da oben noch. Und dann kann ich wiederum... Ah, das ist ja voll praktisch hier. Komm, brauchen wir gar nicht so viel. So.
So, Ivo. Ah, da ist unser Holzdrache. Sehr gut, dann haben wir den. Sehr gut. Ihr Leid, es geht vorwärts, ich sag's euch. So, Kanonekuchel. War doch Ivo. Genau. Also, Kanonekuchel hin. Jetzt muss ich wahrscheinlich da oben so Dingens so dran schießen. Kriege ich hin. Ja. Zack. So, letzter Luftballon abgeschossen. Zack. Und Ivo noch ins... Hey, hey, hey. Du solltest nicht gewinnen. Das ist nicht so gedacht, dass du gewinnst. Also gut, hier, nimm das. Ich schwöre, das ist etwas wert. Was ist denn das wert? Ich rede schon ganz komisch. Alles klar, Clay Heiselcher habe ich gekriegt. Wo ist er dann, der Naftel? Ah, da unten. Blub. So, Mini zu Hause. So, 12 und 3. Jawohl, es geht vorwärts, ihr Leid. So, dann nehmen wir mal A noch mit. Wo ist dann der Zoo jetzt? Wieder hier. Da irgendwo ist der Zoo. Gut. Wo muss der gute Drache hin? Elefant, dahin. So, dann habe ich das A. Und dann haben wir es so. Zack. Fauch, Fauch. Du hast ganz Celerion abgesucht. Danke. Flemmer hat sich beruhigt. Ehrlich gesagt tut es mir jetzt ein bisschen leid. Aber danke jedenfalls. Hier für deine Mühe. Dreidel, Dreidel, Dreidel. Okay. Wo sind sie dann, die zwei Nachtels? Da eben. Es tut mir leid. Mir ist klar geworden, dass ich allen auf die Nerven gegangen bin. Aber es ist wirklich wahr. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich werde jetzt alle in Ruhe lassen, aber bleib wachsam. Die Schatten, sie beobachten uns. Ich bin durchgedreht, weil sie listiger sind als ich. Okay. So, jetzt haben wir alle Erinnerungsstücke. 3 von 3. Legendäre Sammlung. Hey, Baby. Yeah, Baby. So, und jetzt kennen wir HMG. Ich weiß noch nicht wo. Natürlich weiß ich nicht wo. Oder glaube ihr ernsthaft, dass ich Ahnung habe, wo wir sind? Ups, mal durch. Jedenfalls kraxel ich halt einfach oben auf. Geht's doch aber gut aus, oder? Ah, da hinten. Guck, wir sind richtig. Jetzt pass auf, ich gehe mal kurz ins Menü. Und jetzt müssten wir ja eigentlich da, blub, alles erledigt. So, noch 3 Dinger und jetzt haben wir halt alles ingesackt. Hey, voll krass. So. Auf geht's. In die Werkstatt. Da können wir jetzt eine komplette Helm dann bestaunen. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Also Türknauf oder so war das, gell? So. Okay. Ja, wir müssen A ohne. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke dir, Milo. Von ganzem Herzen. Blub. So, wir haben das letzte Bauteil für die Maschine des großen Artwin. Sie ist atemberaubend. Milo, wir können jetzt stolz auf uns sein. Ich habe einen letzten Auftrag für dich. Betritt die Maschine und reise zu den Sternen. Schließlich brauchen mich meine Assistenten und überhaupt alle Bewohner des Hauses. Ich bin ihnen wohl etwas schuldig. Leb wohl, Milo. Ich werde dich und die Tiny Kind vermissen. Vielleicht kannst du uns ja irgendwann einmal wieder besuchen? Vielleicht. Nein! Nein! Nicht ringehe. Was soll denn das? Ich wollte doch noch gucken. Ich wollte doch noch ins Dingsbumsen hingehen. Wie heißt dann? Mann. Okay. Was ist jetzt los? Die Maschine springt nicht an, aber das kann nicht sein. Dem Bauplan nach ist alles an seinem Platz. Seltsam, oder? Hast du das gesehen? Ein Seil ist von der Decke heruntergekommen. Magst du nachgucken gehen, wo das hinführt? Ich bleib hier und versuche herauszufinden, was mit den Maschinen nicht stimmt. Okay, sehr gut. Dann kann ich nämlich jetzt nochmal in Ruhe ins Museum gehen und mir die Dinger da angucken. Na komm. Naja, ich bin beigeschlappt. So, da hat er ein kleines Haus. Mini zu Hause. Naja. Die Insekten hier lebten früher hauptsächlich im Garten oder in Verstecken im Haus. Ein nomadisches Dasein voller Ungewissheit, Instabilität und Gewalt. Dann kam eine Zeit der großen Veränderung.
Landwirtschaft verdrängte die Jagd, keine Wanderschaft mehr, stattdessen ein gemütliches Bett und schützende Wände. Dieses Modell entstand aus diesem Wunsch heraus. Artwin teilte mit uns das architektonische Wissen seines Volkes und wir passten den Entwurf mit unserem Einfallsreichtum an, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Ich hoffe nur, seine Träume wurden ebenfalls wahr. Okay. Das hatten wir schon. Ah ja, du, die Erde. Sein Zuhause. Diese glänzende Kugel ist sein Zuhause. So hat Artwin sie beschrieben. Er konnte sie stundenlang nostalgisch ansehen. Als wir ihn darauf ansprachen, antwortete Artwin nicht. Wir wissen kaum etwas über seine Vergangenheit. Manchmal sagt ein Schweigen mehr als 1000 Worte. Sein Zuhause war verloren. Wird? Das wird doch jetzt einfach tragisch Ende hier. Tote Treidel. Reidel. Kreiselerinnerung. In den letzten Jahren, die er bei uns verbracht hat, hat Artwin mit diesem Objekt gesprochen, als wäre es eine Person. Aber es war niemand da, das überraschte ihn nicht. Und er flüsterte dieser Kreiselerinnerung weiter Dinge zu. Sie gehörte jemandem, der Artwin wichtig war. Jemanden, den er verloren hatte. Och nö. Er sprach mit sanfter Stimme, fast wie zu einem Kind. Aber ich habe so das Gefühl, dass das locker fluffige Spiel jetzt am Schluss richtig übel wird. So, da oben müssen wir hin. So. Mira lacht. So. Blub. Dachbude, aha. Also viel zu entdecken gibt es hier nicht. Tinykins habe ich Kenny. Taschenlampe. Hammer. Okay, was ist das da hinten? Oh, wer ist das? Mir spielt Ocarina. Mhm. Die letzte Zuflucht. Ah, guck mal da. Eiszwerg kenne ich. Solaria. Milo? Ich war eilig auf dem Weg zum Krankenhaus, damit sie sich um den armen Mendes kümmern. Da haben seine Fühler noch mehr gezuckt als sonst. Er hat mich angefleht, ihn hierher zu bringen. Diese Falltür stand offen, die habe ich noch nie zuvor gesehen. Der Lobgesang kam aus diesem Gerät. Unsere Stimmen, die waren nur Geräusche aus einer Maschine. Der Unterschied zu dem, was du in Sancta aktiviert hast, ist, dass nur die Fühler von Schildwanzen empfindlich genug sind, um es zu hören. Den Lobgesang gab es nie. Nie. Unser ganzes Leben lang. Wir haben unser ganzes Leben lang etwas nachgejagt, das... Hallo, ich habe eine letzte Bitte an dich. Wir sind erschöpft. Spreng diese verfluchte Metallkiste. Artwin, glaube... Nein. Ich möchte nur, dass mein Freund und meine Kameraden endlich Stille erfahren dürfen. Ich kann es nicht sprengen. Ich hab keine Tinykins mehr. So schönes Heisel hat er da gebaut. So, ziehen wir eigentlich da oben das Foto. Hier ist noch ein Foto, wo er mit dem Kind drauf ist. Ich hoffe nicht, dass er das Kind verloren hat. Was ist das denn? Muss ich jetzt natürlich hingehen. Aha. Ach, so Geräusche.
Hä? Jemand brummt du? Moment. Ach, da oben steht einer. Die Tardigrades, das war noch richtige Musik. Wer bist du? Es tut mir leid, bestraft mich? Bist du Artwin? Was ist das da hinten? So, bevor ich jetzt... ja, ja. Und was noch? Ach, das ist der Gladino, wo wir schon mal gesehen haben. Was ist denn das da? Oh, das sieht aus wie... Das sieht aus wie Friedhof. Ja, komische Atmung. Ach, guck mal, das Zeichen, wo sie alle auf der Brust haben, wo sie gesagt haben, das ist das Zeichen von Artwin, das ist da oben das Fenster. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass der Artwin, dass das so Artwin ist. Guck mal, rechts, das ist eine normale Hand, ne? Eine Menschenhand. Das links ist irgendwie... Das ist alles ein bisschen seltsam hier. Ich gucke mal, ob ich irgendwo rüberschweben kann. So wie ein Weil, ne? Auf den Koffer oder so, aber das geht halt nicht. Okay. Ah, sorry. Also ich soll die Musik ausmachen. Aber er summt doch halt so, weißt du? Hat er irgendeine Auszeichnung gekriegt oder sowas? Okay, ich muss das jetzt hier ausmachen. Oh. Wie? Es ist Artwin. Der kann ja richtig retten. Wie? Mein Lieblingslied. Wer war das? Wer ist da? Zeigt euch, ihr Halunken. Mennes, hör mal. Ich höre nur Stille. Wie geht's dir, Kamerad? Frei. Ich fühle mich frei, aber... Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bring dich ins Krankenhaus. Milo, es war ein schlimmer Schock zu erfahren, dass unser Gott nur ein Trugbild ist, aber... Es hätte uns nichts Besseres passieren können, als von diesem Gesang befreit zu werden. Früher oder später werden meine Kameraden es verstehen. Es war mir eine Ehre, die allergrößte Ehre, dir zur Seite zu stehen. Ich wusste, dass ich mein altes Banner in die richtigen Hände gegeben hatte. Kümmere dich auch um deine Freunde, Milo. Die brauchen dich doch, oder? Okay. Das ist krass, es ist wirklich so still jetzt hier. Ach, das war das Zimmer von der Tochter. So. Ich muss jetzt mit hochgehen, wo wir mit Artwin reden. Will ich das? Hey, what did you? You turned off the music. You look like a giant tinykin with. Okay. Was hast du? Du hast die Musik ausgemacht? Du siehst aus wie ein riesiges Tinykin. Mit einer komischen Frisur. Oh, my apologies. Entschuldige, ich war in Gedanken. I am Salvio. Salvio ich heiße Salvio Artwin. Und du hast mich gefunden. Glückwunsch. Dann werde ich wohl ein neues Versteck suchen müssen.
So schwer sollte das nicht sein. Schließlich kenne ich mein Haus wie meine Westentasche. Es ist nur so anstrengend, allen aus dem Weg zu gehen. Da unten halten die mich für einen Gott, wenn man es glauben kann. Wie ironisch. Dabei bin ich ein erbärmlicher Versager. Mein Produkt sollte Menschen nur ein klein wenig schrumpfen lassen, aber es kam eine Katastrophe nach der anderen. Jahrhunderte, nein sogar Jahrtausende lang habe ich versucht, meinen Fehler zu beheben. Was ich meinem Körper angetan habe, ist der Preis dafür, dass ich weiter existieren darf. Dieses Haus, dieses Gefängnis vielmehr, ist in der Zeit eingefroren. Und das nur zur Belustigung dieser elenden Monster. Ein Wesen, das das Aussterben seiner eigenen Art verursacht hat. Ist eher ein Dämon als ein Gott, findest du nicht auch? Oh, Lucretia. Und. Aber wie komisch. Mein Volk folgt dir, als ob ihr etwas gemeinsam hättet. Ich habe nie gesehen, dass sie sich für irgendetwas außer mir interessiert hätten. Ich muss zurück auf die Erde gelangen. Die echte Erde, verstehst du? Aber hier verändert sich nie etwas. Die Technologie, die ich zur Vollendung meiner Maschine brauche, die gab es 1991 noch nicht. Also wird sie für immer verwehrt bleiben. Ich habe es gänzlich aufgegeben. Du bist ein Nachfahre der Erdlinge? Ich dachte, ich hätte sie alle ausgelöscht. Ach, Milo, das... Du bist von der Aegis? Aegis, das kommt mir bekannt vor. Natürlich, das war eine der Welten, die wir für den Fall einer kritischen Bedrohung vorbereitet hatten. Sie hatten also genug Zeit. Und sie hatten genug Zeit zu entkommen. Und jetzt bist du hier, Milo, mit Milliarden deiner Landsleute? Ich freue mich ja so und ich bin so erleichtert. Ich war so einsam. Moment, du musst ja über Jahrtausende an technologischen Fortschritt verfügen. Dein Anzug. Zeig mal her. Vielleicht fehlt meiner Maschine nur... schnell, Milo. Ich muss diesen Rhythmi unbedingt treffen. Ich bin zwar kein Gott, aber ich glaube, ein Wunder steht bevor. Dieses Gesicht, das ist... Ich kann das nicht glauben. Adwin? Boing. Ich glaube, er ist gerade ein wenig überwältigt, weil er so ein großer Fan ist. Ich gebe ihm etwas, was ihn wieder aufpäppelt. Adwin, Salvio, du weißt ja gar nicht, was mir das bedeutet. Was das für das ganze Haus bedeutet. Mein junger Freund, die Legenden über mich übertreiben leider maßlos. Ich hatte großes Glück, dass die Pläne bei dir gelandet sind. Deine Erfindungen sind so genial. Danke. Ach, Milo. Salvio hat mir erklärt, warum die Maschine vorhin nicht funktioniert hat. Das stand nicht auf dem Bauplan, aber die erforderliche Energie war viel höher, als ich mir ausgemalt hatte. Doch wir werden schnell finden, was wir brauchen, Milo. Mach deine Hand auf. Was? Ernsthaft? Dieser Knochen ist einer vom kleinen Nevus, nicht wahr? Er ist jetzt nur noch ein Spielzeug, enthält aber mehr Energie, als wir früher für die ganze Hauptstadt gebraucht haben. Verstehst du, was das bedeutet, Milo? Wir sind hier fertig. Du wirst die Aegis und Nevus wiedersehen und kannst allen sagen, dass deine Hypothese richtig war. Was mich betrifft, ich werde eine Zeit lang hier bleiben. Meine Assistenten brauchen mich und ich werde mich ein bisschen nützlich machen, indem ich den Bewohnern des Hauses helfe. Da wird mir nicht langweilig. Irgendwas muss ja immer repariert werden. Außerdem bist du nicht der Einzige, der heute geht. Milo. Ich hatte Jahrtausende gehofft, die Menschheit zurückzuholen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Menschheit mich zurückholt. Wenn ich mich recht entsinne, hat die Maschine genug Platz für 2. Darf ich dir als Co-Pilot dienen? Klaro. Lebt wohl, meine Freunde und Salvio. Ob Gott oder nicht, wir sind dir auf ewig dankbar.
Tut mir leid, aber in diesem Haus wird der Name nicht so bald in Vergessenheit geraten. So. Ja, cool. Dann haben wir sie doch noch ein Happy End gibt. Guck mal, du hat er noch sein Herzschrittmacher. Ah. So. Hopp, Tür zu. Schon zieht so im Weltraum. Okay. Okay. Ach, da ist seine Welt. Ah, Klickert. Das ist eine Donut-Welt. Ach, das ist der Hundi. Hallo Hundi. Guck mal. Flupp. Outfit veränderbar. Erfolg freigeschaltet. Okay, alter Schwede, hey. Jesus, nee. Was ist dann mit dem Schluss da los? Das ist so locker fluffiges Spiel. Ja, ne, durch die Museumsstücke habe ich mal immer wieder gedacht, boah, das ist aber schon ne, locker fluffiges Spiel halt. Ist das schon ein bisschen hart, welche so von Zorn und sowas zu retten. Ja, und dann der Schluss, hey. Der war ja richtig krass, hey. Ja, also, okay, er hat also die komplette Menschheit, also er ist schuld am Untergang der Menschheit irgendwie. Also ich weiß halt nicht, ne, er sollte halt irgendwie was entwickeln. Und er hat ja gesagt, dass er Ausweichwälder gemacht hat oder sowas. Falls was schief geht. Also mussten sie wohl irgendwie, also sie musste das was er da wissenschaftlich erfunden hat, das mussten sie wohl machen. Mussten sie auch testen, auf die Gefahr hin, dass was schief geht. Also es ist nicht so, dass er allein gedacht hat, oh geil, ich baue jetzt was Lustiges und hab dann die ganzen Menschen hochgesprengt. Nee, sie hatten sich wohl auf ihn verlassen. So. Alter Schwede. Okay. Und die ganze komische Tentakelviechers, die gibt's halt wirklich. Und es gibt wohl mehrere Wälder oder was? So diese Gläser, die man da gesehen hat, ne? Interessant. So, dann haben wir das durch. Mal lieber Scholli, wie viel Folge sind das jetzt? 20 oder sowas? 18, 19, 20 Folge sowas. Also knapp 10 Stunden oder so. Ist schon mehr wie 10 Stunden gebraucht, ey. Ey, krasses Spiel. Oh, hier. Gut, Projektmanager. Deutsch. Wieso gibt es da so viele Projektmanager oder sind das die Übersetzer? Keine Ahnung. Oh, die Übersetzung war richtig gut. Also da waren halt ein paar lustige Wortspiele dabei halt, ey, ne? Hier, der Robes Peter ist schon mal ziemlich gut und der Chumi. Ja, war schon gut. Wobei, Moment. 91 hat es noch kein Schumacher gegeben. Also, hat es schon Schumacher gegeben, aber da ist er doch noch Formel 1 gefahren, oder? Weiß ich gar nicht. Und wann er gefahren ist, dann wahrscheinlich noch nicht bei Ferrari. Ja, Quatsch jetzt. Welche, als ob es so drauf ankommt. Nee, passt schon. Ihr Leid. Nee, das war ein cooles Spiel, ne? Ich meine, für das, wo ich das irgendwie im Fünferpack gekriegt habe, irgendwie mit 4 anderen Spielen, ey, das ist ja wohl richtig geil, das Spiel gewesen. Ich wollte es halt ja, wie ich ja in der ersten Folge, glaube ich, ja gesagt habe, ich wollte es jetzt nicht so wirklich zocken irgendwie, weil Jump'n'Run, ja, okay, aber 3D Jump'n'Run ist nicht so meins, ne? Und dann halt so, so Pikmin und so, ja, Pikmin ist auch nicht so meins, ne? Aber hey, das war halt einfach nur ein Erkundungsspiel. Voll cool, einfach nur Erkundung und ganz gechillt. Bisschen hin und her hupse so, ey, es war richtig gut. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. So, ja. Ihr wisst, ne? Ihr kennt ja doch schon lange abschalten. Ich gehe davon aus, dass da jetzt am Schluss nicht mehr so viel kommt von mir. Von mir sowieso nicht. Und hier kommt jetzt hoffentlich ein Happy End. Guck mal doch. Danke fürs Spielen. Schön Comic Sans, ne? Das ist kein Comic Sans, aber so ähnlich. So. Ja, bitte. Hab ich doch gern gemacht. Ja. So. Okay. Und jetzt hier haben wir den kompletten Titelscreen. Den haben wir, glaube ich, nur in der ersten Folge gesehen. Da war er noch komplett leer.
Ja, der hat sich mit jedem neuen Tinykin, das ich freigeschaltet habe, ist du halt in der nahe dazugekommen. Ja, so, ihr Leid. Falls ihr bis dahin geguckt habt, Respekt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ja, komm. Hier kann ich's verroten. Guckt ihr keiner bis zum Schluss. Also höchstwahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, wird ab Februar weniger von mir kommen. Deutlich weniger. Was halt einfach dort kommt, ich habe einen neuen Job. Ne, ich war ja jetzt ein halbes Jahr Beibruch. Deswegen habe ich ja angefangen. Und ja, arbeitslos war ich, weil Chef gedenkt hat, der muss mich mal 3 Monate nicht bezahlen oder sowas. Und ja, ist eine Insolvenz, scheißegal. Ich habe wieder Arbeit und mein Bein ist nicht mehr gebrochen. Das ist schon länger nicht mehr gebrochen, wo ich wieder rumlaufen kann. Yay, und jetzt habe ich wieder Arbeit und muss ich mal gucken, wie ich dort zum Zocken komme. Wenn man schon sieht, war nett da nett. So, im Moment läuft auch noch das Portal-Spiel, Portal Revolution. Keine Ahnung, da bin ich noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das es da noch gibt. Kann Sinn, dass es da weniger Folgen gibt wie von dem hier. Und falls das so ist, dann ist das so das Letzte, was ich sehe. Ihr habt hier erfahren, warum ich keine Videos mehr mache. Nee, ich werde wahrscheinlich schon noch zocken tue ich ja weiterhin. Mal gucken, wie anstrengend der Job ist. Ich freue mich drauf. Hopp ihr Leid, viel Blabla. Ich sag mal tschüss. Machen's gut, ihr Leid. Ja. Du nach Möglichkeit nicht die Menschheit auslösche. Und ansonsten bleibe locker. Hopp, tschö.